Guten Abend und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe vom Panorama, moderiert aus Bern. Heute haben wir in dieser Sendung das neue Buch vom Autor Matthias Steinmann, Weihnachten früher, Rockys Abenteuer auf dem Niederhorn und ein Interview mit dem BKW-CEO Robert Itschner. Der Berner Autor Matthias Steinmann beweist seine Vielseitigkeit und zeigt, dass sein Lesestoff perfekt zum Neubeginn des Jahres passt. Der Patrick Schmed bietet einen exklusiven Einblick in seine Arbeit. Mein Grossvater war ein grosser Chirurg. Tue ich unterstellen, dass er plötzlich ein Burnout hat. Und er empfiehlt ihm seinen Freund, der so halb Psychiater ist, eine Auszeit zu nehmen, am besten in Giesbach. Und dann geht er nach Giesbach. Und dort passieren eigentlich zwei Sachen. Er lernt die Elisabeth Labhardt, das ist die Direktorin, kennen. Und auf der anderen Seite unerklärliche Mörder. Ich versuche immer nahe an der Realität zu sein. Das heisst, dass die das lesen, sagen meistens, es sei ein authentischer Charakter. In die Erlebnisse, die ich habe, tue ich etwas Fiktives drauf. Es hat Bücher von mir, das ist vielleicht 80% realistisch und 20% meistens sind die Mörder fiktiv. Es gibt zwei Arten. Die eine ist, ich tue es von Hand schreiben, noch einmal abschreiben, korrigieren und dann gebe ich es meiner Assistentin. Und in letzter Zeit habe ich angefangen zu entwerfen und nachher direkt zu diktieren. Ich bin ganz altmodisch, ich bin analog und nicht digital. Und ich glaube auch, dass wenn man am Computer so schnell schreiben kann und alles wieder löschen kann, dass es nicht gleichgewichtig ist, wenn man es von Hand mühsam anschreiben. Oder sich hoch konzentrieren muss, wenn man diktiert. Wenn man da jeden Satz ganz genau muss überlegen muss, wo man diktiert. Es ist tatsächlich so, dass ich anrufe aus den Ferien und dann sagt mir ein Cousin, der seit 30 Jahren tot ist, er sei in dem gelben Zimmer hier und genau hier am Boden liegt eine Frauenleiche. Der kommt ja, der ist eben nur ein Leiche da und er auch nicht. Ein bisschen später tritt er tatsächlich auf. Wir haben den vor 30 Jahren Abdankung mit einer verbrannt, oder? Aber das war ein Baumstamm. Und dann ist er zur Marine, nachher zur Fremdenlegion. Und dann hat er professionell im Tessin auf eine Heirat schwindeln. Aber er ist wirklich tatsächlich am goldenen Schuss gestorben seinerzeit. Das war ein ganz flotter Typ, 27. Und das ist vielleicht das Komische, dass ich gestorbenen Verwandten eine neue fiktive Geschichte andichten. Die hätte passieren können. Lebensreich, das ist einfach eine Beschreibung von meinem Leben, wo ich ja bezeichne Wege zu einem Renaissance-Menschen. Wie mein Großvater gesagt hat, sei kein Spezialist, sei ein Universalist. Und auch die Lebensform, zuerst ein Schlösschen mit 38 und nachher das zweite Schloss als Stiftung für die Öffentlichkeit. Ja, man kann schon sagen, ein bisschen Renaissance-Mensch aus der italienischen Zeit. Es hat einen Zusammenhang mit dem Buch, das ich vor 2 Jahren geschrieben habe, «Verirrt in Giesbach». Die sogenannten Giesbach-Elegien. Und das ist gut illustriert und hat nur Gedichte. Ich habe einen Roman fertig, der jetzt in die Korrektur geht. Der heisst «Der Frauenflüsterer». Handelt aber nicht von mir, sondern um Hannibal von Wieler. Der wird im Frühling im Markt gehen.
Früher war Weihnachten anders als heute. Kleinere Geschenke und einfachere Feste. Dennis Schacko konnte mit der älteren Generation reden und hat unvergessliche Weihnachtsmomente von früher vorgeholt. Und der Samichlaus ist gekommen und der hat natürlich einen Bart und hat aus einem Buch vorgelesen, Sachen, die ich gefunden habe, woher weiss denn der jetzt das? Ja. Und dann ist auch der Schmutzli auch gekommen, natürlich, auch mit einem Sack Kohle und einer Rute, aber ich bin nicht traktiert worden. Offenbar ganz ein braver Bub. Dass wir immer ungeduldig waren, dass jetzt der Vater endlich fertig ist im Stall, dass wir zu Nacht essen können oder das Nachtessen nachher unter dem Weihnachtsbaum nehmen können. Wir mussten einfach warten, bis alle Arbeiten gemacht waren. Und da haben wir manchmal nicht so Geduld, die Brüder und ich. Ja, ich hatte einen Zwillingsbrüder und das ist einfach die Eltern und wir zwei also als Kinder. Oder? Ich komme aus der Slowakei. Und dort sind die Zeiten ein bisschen anders. Auch Geschenke hat mir jemand gemacht. Und als Bub weiss ich noch, der Vater hat den Weihnachtsbaum geschmückt im Hintergrund und die Mutter hat mich in der Küche zurückgehalten. Aber sonst war es immer zufrieden. Der Vater ist rein. Wir durften rein, wenn das Bäumchen, also nicht das Bäumchen, die Kerzen brennt haben. Und haben einen schönen Abend gehabt. Und es hat immer, dann hat es immer eine Orange gegeben. Das war sonst eine Seltenheit bei uns daheim. Also das Wichtigste vom Grossvater hat es einfach immer einen Lebkuchen und einen Fünfliber gegeben. Geschenke, das weiss ich eigentlich gar nicht mehr. Ja, mal so ein Auto habe ich bekommen, aus Holz. So einen Lastwagen. Ziemlich gross, etwa 30 cm, wenn ich mich richtig erinnere. Und das war fantastisch. Am Götti hat es immer einen Fünfliber gegeben, auf einem Lebkuchen. Zum Neujahr ist das immer gekommen, das war so Mode. Ja, wie feiern? Das sage ich nicht. Wir haben doch nie Weihnachten gefeiert. Wir sind zusammengehockt am gleichen Tisch und haben gegessen. Im Vorfeld von der Weihnachtsfeier hat man natürlich die Wohnung rausputzen. Und das habe ich gehasst. Wir mussten helfen, das Parkett schrubben. Das hat mir überhaupt nicht gepasst. Ich fand, er wollte zu, der Stress. Und der Vater musste helfen. Und die Mutter hat sich da fast verausgabt. Ich fand, also das müsste nicht sein. Und dann hat man mehr oder weniger gefeiert, mit etwas Kaffee getrunken oder ein Feri gegessen oder so, ja. Er hat noch so ein Grammophon mit einer Langspielplatte. Und das ist so Weihnachtslieder laufen lassen. Ist zauberhaft. Schön. Sehr schön. Niederhornbahn hat mit Beatenberg Tourismus sowie anderen Firmen bei Schneefall den Themenweg Rockys Abenteuer eröffnet. Unser Wanderexperte Patrick Schmed ist vorbei schauen, wie die neue Attraktion so ist. Einen Tag vor unserem Saisonbeginn eröffnen wir unseren Winterwanderweg oder Rockys Winterabenteuer. Wir haben eingeladen Leute aus Politik, aus Tourismus, die mitgemacht haben, hier das zu gestalten und zu machen und zu ermöglichen, dass wir das machen können. Und besonders heute kommt es richtig schneien, als will man mehr. Wie im Sommer sind wir da, im Winter im Niederhorn oben eigentlich ein Familienberg. Also das ist eigentlich gedacht für Familien, die mit ihren Kindern kommen, Grosseltern mit ihren Kindern kommen, Schulen, die kommen, wo man da eigentlich einen Wanderweg machen kann, etwa 10 Kilometer, wo verschiedene Posten sind, wo sie etwas lernen, erleben und ein bisschen Action dabei ist. Ich bin froh, steht es noch. Letzte Nacht oder gestern am frühen Abend hat es da wie verrückt. Und die Tafel ist noch da, ich bin sehr froh. In der ersten Station geht es um den Schnee. Wie entsteht Schnee, warum haben wir Schnee, bis aber auch die Erklärung, wie geht das Tier mit dem Schnee um. Und auch, man kann auch noch Schneeballschlacht machen. Und auf Schneeflocken, viel mehr möchte ich dazu eigentlich gar nicht verraten. Ganz am Start bekommen die Kinder den Flyer. Und da kann man eigentlich den ganzen Weg, sieht man alles beschrieben. Und die Geschichte startet eigentlich hier, wo die Rockybande einem einführt und sagt, hey, wir haben ein Geheimnis auf dem Niederhorn und das kann man uns finden. Und das können wir jetzt auch nicht verraten.
dass ihr den Weg im Winter vielleicht auch mal macht. Die Aufgabe ist es, die Tiere, die hier leben auf dem Niederhorn, zu illustrieren. Und dann haben sie mir auch schon vorgegeben, was für Tiere sie am liebsten hätten. Dann habe ich angefangen mit Skizzieren und habe x Entwürfe geschickt, was man machen könnte. Und sie haben sich verliebt in die eine oder andere Figur. Und dann habe ich nach den Entwürfen, nach der Bleistiftskizze, farbige Zeichnungen geliefert. Und sie sagen mir immer, in welcher Situation der Rocky muss sein. Muss er springen oder hüpfen oder schlitteln oder Skifahren. Und ich tue das nachher umsetzen. Das ist schön zu sehen, wenn sich etwas so entwickelt, oder? Ja, ich habe natürlich Freude, wenn die Leute Freude haben daran. Das macht mir immer am meisten Spass. Wenn ich nachher dabei stehe und ich sehe, wie die Kinder strahlen, wenn sie so ein Tierchen sehen. Ich bin zwar pensioniert in der Zwischenzeit, aber ich arbeite immer noch. Und ich kann nicht aufhören zu zeichnen. Das ist einfach mein Leben. Und wandern? Wandern? Ja, da muss mich die Frau zwingen, dass ich wandere. aber es kommt vor. Auf dem Niederhorn? Auf dem Niederhorn bin ich ja schon. 5 Jahre nach der Stilllegung vom AKW Mühlenberg zieht die BKW Bilanz. Man lässt für die Zukunft alle Optionen offen, heisst es. Der Max Saladin hat mit dem CEO der BKW, Robert Itschner, ein Interview führen. Das wäre unser Vorschlag, dass wir den Standort erhalten, um eben die Optionen zu ermöglichen langfristig. Aber da wird das Verfahren jetzt loslaufen. Wir werden bis 2027 den Plan am BFE unterbreiten müssen, wie eben der Rückbau passieren soll und ob es da eine Nachnutzung soll geben oder nicht. Und dann wird man sehen, wie wir mit dem Vorschlag durchkommen. Basierend auf unserem Vorschlag, wo sein wird, dass man industrielle Nutzung erlaubt am Standort, wird dann ein Entscheid gefällt, ob das so gemacht werden kann. Und nach dem Rückbau, wenn der komplett ist, da kann man sich überlegen, tatsächlich etwas Neues zu realisieren. Das heisst, vor frühen 30er Jahren werden wir keine Projektplanung machen für irgendeine Nachnutzung, ganz konkret am Standort. Wir könnten uns sehr gut vorstellen, dass ein Speicher sehr viel Sinn machen würde am Standort als mittelfristige Nutzung. Wir könnten uns auch überlegen, ob wir Wasserstoffproduktion mittelfristig machen am Standort. Aber das sind tatsächlich Themen, die wir dann in den 30er Jahren werden angehen und uns überlegen, was mittelfristig die beste Nutzung ist. Aber langfristig ist es wichtig, dass die Optionen einfach offen sind zur Nutzung von dem Standort. Historisch ist die Standortgemeinde Mühlenberg sehr positiv dem Kraftwerk auch gegenüber eingestellt gewesen. Da wohnen auch Leute, die natürlich da arbeiten und so weiter. Also wir gehen davon aus, dass da eine gewisse Bereitschaft ist, auch eine Nachnutzung zu erlauben. Aber natürlich werden wir das sehen in dem Prozess bis 2027, was die Bevölkerung tatsächlich darüber denkt. Natürlich sind wir hier 2013 auf einer Carte Blanche gestartet. Das heißt, fangen wir halt mal an. Wir haben extrem von den internationalen Erfahrungen profitiert. Wir haben auch diverse Kollegen auch hier ins Team geholt, die mit einem Erfahrungsschatz ausgestattet sind. Sind in internationalen Gremien unterwegs über die OECD NEA, das heißt die Nuclear Energy Agency. Haben einen guten Austausch mit den deutschen Kollegen, mit den schwedischen Kollegen, mit den spanischen Kollegen haben wir sogar einen Kooperationsvertrag. Das heißt, da läuft die internationale Zusammenarbeit sehr, sehr gut. Was den Strahlenschutz betrifft, haben wir 47 Jahre lang Erfahrung aus dem Betrieb raus. Das heißt, da gibt es keine Veränderungen, die Standards bleiben genauso hoch wie auch schon während dem Betrieb. Was sich natürlich geändert hat, wir haben diverse Baustellen in der Anlage und da gewinnt natürlich der konventionelle Arbeitsschutz deutlich an Stellenwert. Auch der Umgang mit Gefahrenstoffen, mit konventionellen Gefahrenstoffen ist deutlich erhöht. Das sind die Themen, die uns eher im Bereich Arbeitssicherheit betreffen momentan. Am heutigen Freitag ist es so im Bundeshaus drunter und drüber gegangen. Was genau alles passiert ist, das erzählt der Benny Gaffner am Matthias Mast im Zusammen im Zentrum. Es läuft viel im Bundeshaus in dieser Wintersession, oder ist viel gelaufen. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme weiss man nicht, ob die Frau von der Leyen noch einfliegt und kommt grüßen. Und der Vertrag mit der EU wird möglicherweise heute unterschrieben vom Bundesrat. Mehr zu allen anderen Geschäften werden wir auch besprechen heute mit dem Bundeshausredakteur von Plattform J, mit dem Benny Gaffner. Das war es wieder vom Panorama. Mehr Informationen zu den Beiträgen findet ihr wie immer auf unserer Webseite oder auf der App. Jetzt übergebe ich noch das Wort an meine Kolleginnen und Kollegen von Meteo News, die euch sagen, wie das Wetter in den nächsten Tagen wird. Von mir war es das. Ich wünsche einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Ade miteinander.
Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Winterferien. Made in Bern. Ganz herzlich willkommen zum Wetterupdate hier auf der Plattform J am Freitagabend. Wir gehen rein ins Wochenende und dann gehen wir auch rein in die Festtage. Nächste Woche haben wir schon Weihnachten. Es stellt sich ja immer die Frage, gibt es grüne oder gibt es eine weisse Weihnachten? Ein bisschen Licht ins Dunkel bringen wir nachher in den Aussichten. Zuerst schauen wir nochmal, wie die Schneefallgrenze runtergekommen ist. Über Nacht bis auf etwa 600 Meter runter ist es ein bisschen weiss geworden. Die Störung ist allerdings weitergezogen Richtung Osten. Dahinter haben wir ein leichtes Hochdruckgebiet, das sich heute aufbauen hat. Es wird am Morgen noch leicht wetterbestimmend sein. Es ist nicht ein schöner Samstag, der auf uns zukommt, aber einigermaßen Hochdruck bestimmt. Und dann haben wir ein neues Tief ab dem Sonntag. Das bringt dann auch wieder neue Niederschläge. Ja, morgen am Samstag ist bei uns in der Region veränderlich bewölkt. Regentropfen gibt es, wenn überhaupt, nur selten, meistens also trocken und dazwischen auch ein bisschen Sonne, die sich zeigen kann. Die Temperaturen erreichen einen Maximalwert um die 5 Grad mit einem schwachen Südwestwind. Also der Samstag ein einigermaßen ruhiger Tag. Das können wir dann definitiv nicht mehr überkopieren auf den Sonntag. Das wird eher ein turbulenter und ungemütlicher Tag mit einem stark bis stürmisch auffrischenden Südwestwind. Der peitscht Regen übers Land. Die Schneefallgrenze zuerst bei über 1000 Meter am Sonntagmorgen. Sie kommt aber auch in tiefe Lagen bis zum Wochenstart. Am Montag häufig nass und windig, ungemütlich. Nasser Schnee bis in tiefere Lagen. Am Dienstag dann eine leichte Wetterbesserung. Ein paar Schneeregen und Schneeschauer gibt es aber noch. Es kann auch in den tiefen Lagen am Montag und Dienstag mal ein bisschen Schnee oder zumindest Pflotsch liegen bleiben. So richtig winterlich wird es aber speziell ab etwa 600, 700, 800 Meter in den Bergen bis zu einem Meter Neuschnee, der nochmal oben drauf kommt. Und den können wir nachher geniessen in den Bergen. Bei recht sonnigen Verhältnissen dann nach der Weihnachten in den tiefen Lagen kommt dann der Nebel mit ins Spiel. Danke vielmals fürs Zuschauen und ganz ein schönes Wochenende.